willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum heutigen Panorama, moderiert vom Rossberg. Wir haben heute folgende Themen für euch parat. Passend zum 14. Februar Dating-Coaching, Amore und so. Und ebenfalls im Zeichen vom Valentinstag Schwinger geben tiefen Einblick in ihr Liebesleben. Diese Liebe ist nicht rot, sondern gelb-schwarz. Ein Ausblick auf das Spiel gegen Lissabon mit dem Portugal FC. Heute ist Valentinstag. Passend dazu hat Manuel Moser die Aphrodite von Bern getroffen. Nuria Clara Häuser will mehr Liebe in die Welt bringen. Oder zumindest dabei helfen. Die 33-Jährige behält im Wirrwarr vom Online-Dating-Dschungel den Überblick. Was als Freundschaftsdienst hat angefangen, ist mittlerweile eine Geschäftsidee, die vor allem Singleherzen höher schlägt. Mich zeichnet aus, dass ich sehr empathisch bin. Ich habe ein sehr ästhetisches Empfinden. Ich bin einfühlsam. Ich habe das Gefühl, mir gewinnt schnelles Vertrauen zu mir. Ich habe auch einen gewissen Humor, würde ich sagen. Und ich kann gut schreiben. Und bin gut in der Rechtschreibung. Das hilft auch schon. Wann ist für dich ein Dating-Profil interessant, spannend? Wenn es vielfältige Fotos drauf hat, einen guten Profiltext hat, nicht nur Selfies drauf sind. Voilà. Hast du irgendwie ein Date, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist, das sehr gut war oder vielleicht auch, weil es recht schlecht war? Ein super gutes Date, das ich hatte, ist, wenn es halt wirklich von Anfang an mega passt mit dieser Person, wo wir zuerst Ping-Pong spielen. Was ich super finde, es ist auch so ein Icebreaker, so ein bisschen jetzt lustig, es schweißt vielleicht zusammen, nachher draussen gemütlich etwas trinken und nachher noch essen. Und das ist so eigentlich ein perfektes erstes Date, würde ich sagen, wenn es gut läuft. Das Herzstück von meinem Dating-Profil ist, dass ich den Leuten, also in meinem Profiltext steht, schickt mir als Begrüßung ein Lied. Das heisst, es ist einfacher für die Leute, um mit mir in Kontakt zu treten. Das ist eigentlich das Herzstück und schöne Fotos. Was ist so das speziellste Lied, das du schon übergekommen hast? Gute Frage. Das weiss ich nicht mehr, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber relativ unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Und ich lasse auch immer rein. Also wirklich. Und ich finde, es sagt sehr viel aus schon über den Menschen, wenn man ein Lied zugeschickt bekommt. Einen kleinen anderen Hosenlupf gibt es am Tag der Blumen und der Schokiherzchen auch bei den Schwingern. Wie romantisch sind die Gielen und wie viele Dates haben sie schon gehabt? Und wie behalten sie das Feuer in ihrer Beziehung am Laufen? Das und weiteres haben sie Manuel Moser beantwortet und ihm Einblick in ihr Liebesleben gegeben, das die eine oder andere Überraschung bereithält. Als Schwinger ist man vielleicht eher so harte Schale, weicher Kern. Von dem her habe ich das Gefühl, im einen oder anderen verbirgt sich da schon ein Romantiker. Ja. Ich würde mich definitiv nicht als Romantiker bezeichnen. Ja, teils, teils. Ich sage, früher war ich noch ein bisschen romantischer. Jetzt hat es ein bisschen abgeflacht, aber es gibt sicher Situationen, wo ich auch romantisch bin. Ja, da müssen wir die Freundin fragen, aber ich glaube schon, dass ich ein bisschen eine romantische Ader habe. Ja, ich kann es mal probieren anzusprechen, aber ich glaube, viel zu holen ist dort nicht. Ich hatte nicht mehr ein Date, ehrlich gesagt, nur ein richtiges Date. Und dann hat es gefunkt und es ist mir bis heute geblieben. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte nie grosse Dates. Ich habe meine Frau mal kennengelernt, als ich jünger war. Ja, und dann bei ihr ist es so geblieben, schon gut so. Und dann gefunden, die heiraten. Ja. Was wäre so ein No-Go bei einem Date? Keine Ahnung. Nicht kommen. Das kann ich nicht beantworten. Nein, ja, wirklich schon ein Zeitchen die gleiche Freundin, jetzt glaube ich schon seit ziemlich sicher 5 Jahren. Und er war schon die erste gewesen, und vorher waren wir nicht gross auf Dates gewesen. Gehst du unter dem Jahr? Wie sieht so ein Geste unter dem Jahr aus? Gibt es Geschenke oder geht man essen oder wie ist das? Ja, mal eins zusammen essen oder mal eine Überraschung irgendwo brunchen. Die Liebe geht bekanntlich der Makel, von dem her ist viel schon mit zusammen essen verbunden. Ja. Ja, das ist, wenn man so ein ganzes Tag plant, also mit Brunchen, Unternehmungen durch den Tag und dann am Abend noch fein zu Nacht essen, einfach alles zu organisieren. Ja. Aber jetzt so aufwendig für die Allerliebsten macht man das. Ja. Schwierige Frage. Nein, ich muss sagen, ich bin nicht so kreativ. Vielleicht, ja, was soll ich sagen, sag ich mal. Ich glaube, die meisten Freude hat es mal gehabt, wenn ich zum Geburtstag etwas geschenkt und dann so eine Karte, wirklich noch grosse.
alles von Hand bastelt und zeichnet und gemalt. Ich glaube, an der hat sie bis jetzt am meisten Freude gehabt. Ja. Bis jetzt noch nicht. Ich bin 9 Jahre zusammen mit meiner Freundin und da geht es jetzt vielleicht mal richtig etwas Ernstes. Also richtig. Und da wollte ich mir jetzt in die Karte gucken, was ich da geplant habe. Kann ich dir noch die Rose in die Hand drücken und ein Foto machen? Ja, was muss sein? Von herzförmiger Liebe zur Runde. Morgen findet das Europa-League-Spiel zwischen den Berner Young Boys und Sporting Lissabon statt. Der Max Saladin hat den Portugal FC aus Niederwangen, einen speziellen Viertelligist, im Training besucht. Die Spieler und Trainer mit portugiesischen Wurzeln freuen sich auf diesen IB-Match ganz besonders. Defender aqui fora, isso vai obrigar a defendermos a nossa baliza. Defendermos o corredor central. Há futebol em português, em bom português, em Berna, onde o Sporting joga. Ja, es ist schon etwas, wo nicht so. Wir haben jetzt mal, glaube ich, nicht Sport TV, sondern einen anderen TV-Fernseher. Sie waren mal da, es war spannend, es hat gefällt. Ja. Es ist einmal nicht so gewöhnt. Ich schaue Fußball im Fernsehen und plötzlich ist der Fernseher da. Ja. Es ist auch schon speziell. Ja, ist das erste Mal. Und, klar, ist etwas Besonderes, oder? Und klar macht es Spass und will jeder mehr zeigen und mehr machen und professionell sein, oder? Und wir können das besser, das wir machen können, ja. Ich bin Benfica-Fan. Benfica, ja. Können wir sagen, wenn IB gegen eine portugiesische Mannschaft das nicht Benfica ist, ich bin IB-Fan. Zeitgleich, können wir sagen. Ja, hoffentlich IB gewinnt, oder? Aber das Sporting momentan ist wirklich stark. Es ist die erste in der portugiesischen Liga. Und ich glaube, es wird schwierig. Ich würde sagen 2-1 für Sporting. Leider. Ich drücke die Daumen für IB. Ich bin jetzt auch schon seit 18 Jahren in Bern und in der Schweiz. Und ja, wir sind sehr gut integriert und wir gehen auch viel an die IB-Matches. Und wir haben richtig Freude, wenn die IB gewinnt. Und ich wäre sehr froh, wenn die IB weiterkommen würde, trotz Portugies. 2-1 für IB. Ich hoffe, dass es klappt. Das war es auch schon wieder mit dem Blick auf den heutigen Valentinstag. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr auf plattformj.ch oder in unserer App. Jetzt seht ihr noch das Wetter mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern heute am 14. Februar am Valentinstag. Der Petrus hat uns allen heute einen freundlichen Sonne-Wolkenmix beschert. Es war meist trocken, tagsüber hat es für 11 bis 14 Grad gelangt. Morgen am Donnerstag gelangt mit einer westlichen Strömung trockenere und besonders in der Höhe sehr milde Luft zum Alpenraum. Wir starten den neuen Tag mit einem freundlichen Mix aus hohen Wolken und Sonnenschein und Morgentemperaturen, die sind frisch. In Bern sind es um die 2 Grad, in Frutigen sind es um die 1 Grad. Ja, für den Nachmittag erfinden wir das Wetter nicht neu. Neben vielen hohen Wolken gibt es euch immer wieder oft einen fahlen bzw. einen milchig wirkenden Sonnenschein und es wird ein milder Nachmittag. In Burgdorf erwarten wir um die 13 Grad und in Langenthal um die 14 Grad. Die 0-Grad-Grenze steigt auf 3000 bis 3300 Meter. Auf den Bergen geht ein mäßiger Westwind und die Lawinengefahr liegt auf Stufe mäßig.
Und jetzt werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Aussichten. Nach einem freundlichen Vormittag ziehen am Freitag immer mehr dichte Wolken auf und auf den Abend da wird es lokal nass. In den Samstag starten wir zuerst mit vielen Wolken und Regengüssen oder Schnee ab 1300 bis 1500 Meter. Tagsüber trocknet es ab und im Flachland kann sich ein bisschen die Sonne zeigen. Und nach einem sonnigen Start in den Sonntag ziehen wieder dichte Wolken auf und in die neue Woche starten wir nach aktuellem Modell unbeständig. Ja, das war es schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.